Pogos Tagebuch, Teil 4, gelesen von Johnny Ott. Stuttgart, 3.3.2016. Das erste Konzertl auf da gemeinsamen Tour mit da Terrorgruppe. Der Club wäre sehr groß, so groß, dass ich mich gleich 4-mal hintereinander in die Backstage-Katakomben verlaufen. Oh, muss mal husten. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Und andererseits auch an die 6 Hüsen liegen, die immer auf der Fahrt bereits eingestött war. Nun gut, die Terrorgruppe sind sehr nette Leid, die uns gleich aufs Herzlichste mit einer gestohlenen, schönen Stereo-Watchen begrüßt haben. Auch Axel Kurt von Vizo war da und hat sie gleich einmal über unsere österreichische Herkunft lustig gemacht. Wir ertranken unseren Kummer in 3 Fasseln Bier, die im Backstage auf uns warteten. Wenn's dir schiftelt, Gerd, Bier schiftelt. St. Gallen, 4.3.2016. Die Schweizer Zollbeamten sind ja prinzipiell nett. Leider haben sie uns am Weg nach St. Gallen nicht alle unsere Biervorräte mitnehmen lassen. Aber verschüttet wird sicher nix. So musste jeder von uns auf einen Sitz 10 Hüsen austrinken. Bereits kurz angeheitert trafen wir euch so in St. Gallen ein. Für uns sind Konzerte in der Schweiz deswegen so lustig, weil wir 1 die Lev nicht verstehen und 2 die Leute uns heute umgekehrt auch nicht verstehen. Aber egal, Bier verbindet die Völker und internationale Drangler-Solidarität endet nicht bei der Schweizer Grenze. Wir haben das Publikum nach allen Regeln höchster Bierastelkunst für die Terrorgruppe aufgewärmt, die nachher den Laden endgültig zerlegt haben. Apropos Zerlegung, das haben wir nachher auch noch erledigt. Die Aftershow-Party endet im Hinterzimmer einer Kebabbude, wo sie noch eine geile Bar versteckt hat. Klingt komisch, ist es auch. Bis morgen, liebes Dank.